Wanzenstein, Sie haben es geschafft. Alle haben mich jahrelang immer nur ausgelacht. Sie haben sich lustig gemacht. Alle haben gesagt, ich wäre ein verrückter Spinnkopf. Aber nun habe ich es wirklich geschafft. Das einmalige Wunder der Wissenschaft. Mein Kürbis lebt. Mein Kürbis läuft. Er lebt. Wirklich. Ja, Doktor, Sie müssen absolut verrückt sein. Stimmt, aber ich bin genial verrückt. Nicht harmlos verrückt. Doktor, ich habe das Gefühl, dass was schiefgegangen ist. Ihr Monsterkürbis macht, was er will. Er ist vollkommen außer Rand und Ach du Schreck. Ich will nicht, dass sich das Baby diese blöden Gruselfilme ansieht. Nachher kriegt's noch Albträume davon. Hab keinen Bammel vor dem Gemüse. Aber das ist alles gar nicht so, wie du denkst. Was da läuft, ist nicht einfach bloß ein Gruselfilm. Das ist mehr sowas wie... Wie ein Dokumentarfilm. Genau. Und er zeigt, was passiert, wenn Wissenschaftler an Sachen rumtüfteln, von denen sie gar keine Ahnung haben. Ja, ein riesen Flaschenkürbis, der laufen kann? ja. Klar, sowas kann's doch geben. Ach, komm, mein Liebling, es ist Zeit, dass du in die Federn kommst. Nein, will den Film weitersehen. Für Will heute wissen, was hast der du genug. Riesenkürbis macht. Dino Stark sorgt bloß dafür, dass er nichts lernt. Robby und ich, wir bilden uns noch weiter, wenn du nichts dagegen hast. Oh ja. Und nun wieder das Riesengemüsetheater. Will ihn aber weitersehen, den Gemüsefilm. Bin nämlich schon ein großes Baby. Aber natürlich bist du das. Willst du dein Kuscheltier haben? Ja. Hier. Gute Nacht. Nacht, Mama. Gute Nacht, mein Schatz. Nacht, Mama. Gute Nacht. Nacht, Mama. Gute Nacht. Nacht, Mama. Ich bin groß. Hab kein bisschen Angst. Herr Kürbis, bist du das? Komm bloß raus aus deinem Versteck, sonst beiß ich dich. Wo bist du, Herr Kürbis? Bin da. Wer noch? Heute ist Donnerstagnacht, wunderprächtige Donnerstagnacht. Ich weiß wirklich nicht, warum du immer so eine große Sache daraus machst. Mach ich überhaupt nicht. Ich will mich doch bloß ein bisschen entkrampfen. Ist viel besser, wenn man oberlocker flockig ist, oder? Na los, steh da nicht rum. Oh, meine kleine Frenny grault sich wohl so allein im Bett. Hör doch auf. Ach, Fren, ist es nicht schön, dass wir jetzt beide allein sind? Das Einzige, was man hier hört, das ist unser Herzklopfen. Kommt her, hier ist ein Monster. Und der Wind, der ganz leise in den Blättern singt. Mama, Papa, kommt schnell. Ja, das ist so ziemlich alles, was man hört. Herzklopfen und den Wind. Ja. Ja, Frenny, die ganze schöne Stimmung geht flöten. Ich hab dir vorhin gesagt, das ist für das Baby nicht der richtige Film. Ach fein, es war alles mein Fehler. Nun bin ich total am Boden zerstört. Komm, du musst mich trösten. Er braucht mich jetzt, Earl. Na und? Ich brauch dich auch. Sei mal ehrlich, Fren. Wer von uns ist dir wichtiger? Hm? Fabelhaft. Kannst mich erwecken, wenn du wieder da bist. Mama, Mama, Mama. Komm her. Mama, Mama. Mama, hier ist ein übles Monster in meinem Zimmer. Nein, hier gibt es kein Monster, mein Schatz. Du wirst nur geträumt haben. Bitte, bitte, lass mich nicht Das allein. mache ich nicht. Hab keine Angst. Ich bleib bei dir, bis du eingeschlafen bist. Ich pass auf, auch wenn ich die ganze Nacht hier bleiben muss.
Fren, was wird denn nun aus unserer Donnerstagnacht? Das Baby hat sich gegruselt. Ich grusel mich auch. Hör zu, ich werde das schon regeln. Wirst ja sehen, ich weiß nämlich genau, wie man mit Kindern umgeht, die sich gruseln. Junge, wenn du das Monster wieder siehst, krieg nicht das Flattern. Dann hältst du dem diese Monsterkeule unter die Nase und polierst ihm die Schuppen. Zipp. Dann ist es ganz schnell weg. Alles klar? Alles klar, Papa. Gut, mein Kleiner. Gehen wir, Fren. Und denk immer dran. Mama und Papa sind ganz in der Nähe, gleich nebenan. Und da wollen sie ganz allein sein und nicht gestört werden. Also sei lieb und lass uns in Ruhe, wenn's geht. Alles klar. Los, wir verduften Frenny. Hau Aua! ab, du Monster. Fren, mach das Licht wieder an! Doch! Hau ab, du Monster. Fren, Licht an! Ich finde den Schalter nicht. Aua! Hau ab, du Da Monster. Ist doch nicht wahr! Ist alles in Ordnung, mein Liebling? Ja, aber meine Monsterkeule ist kaputt. Oh, Da sind ja die Tropfsteine hören auf zu tropfen. ich bleib bei dir, Schätzchen. Ich gehe nicht mehr weg. Wenigstens einer von uns sollte doch ein bisschen Schlaf kriegen. Das Monster kommt wieder. Will, dass ihr beide bei mir bleibt. Kein Problem, in 5 Minuten schläft er tief und fest. Ach ja? Ja! Dann bis morgen früh, Fren. Heute Nacht habe ich so komische Geräusche gehört. Du auch? War vielleicht irgendwas mit dem Baby nicht in Ordnung? Ach, woher soll ich das wissen? Ich habe gepennt wie ein Holzklotz. Ja, ich auch. Hey, ihr zwei seht ja furchtbar aus. Ja, ihr braucht Ruhe. Stimmt. Ätzend. Hoffentlich bin ich nicht so peinlich, wenn ich mal alt bin. Guten Morgen, Kinder. Bin vollkommen alle, hab nicht geschlafen. So kann ich nicht weiterleben, Fren. War doch bloß für eine Nacht. Hört auch wieder auf. So kann ich einfach nicht weiterleben. Das ist wirklich oberungerecht. Er ist die ganze Nacht wach, dann verpennt er den ganzen Tag. Die Gruselgeschichte mit dem Monster unter dem Bett wird kein Ende nehmen. Wenn wir uns endlich mal wieder richtig ausschlafen wollen, dann dürfen wir nicht länger warten. Wir müssen sofort was tun. Wir ziehen jetzt in ein Hotel um. Ganz weit weg. Wir wollen wenigstens mal eine Nacht richtig schlafen, dann kommen wir wieder. Vielleicht auch Hast du die nicht. Telefonnummer hier? Nein. Oh, Los, komm, Macht euch bloß keine Sorgen, wir haben alles unter Kontrolle. genau. Ist mir egal. Bis dann. Schlaft schön. Ja! Ja, klasse. Das Baby liegt im Bett und unsere Alten sind unterwegs. Schieb ein paar Tiefkühlpizzas in den Ofen. Ich muss noch ein bisschen rumtelefonieren. Die Pizza marschiert. Das wird eine Fete. Komm schnell, das Monster. Mama. Wir knobeln. Gut. Alles klar. Mama, Gummi. Hopp. Kopf. Zahl, du hast verloren. So ein Mist. Ja. Mama. Was gibt's? Das blöde Monster ist wieder hier. Komm, reg dich ab. Sag mal deiner großen Schwester, wo sich dieses blöde Monster versteckt. Dann dreh dich ihm kräftig ins Heck. Das Monster ist unterm Bett. Da unten. Weißt du was? Was? Ich glaube, du spinnst dir diese Monstergeschichte bloß zusammen. Nein. Ich glaube, du willst dich damit bloß mal wieder wichtig machen. Nein, 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 will ich nicht. Glaub mir. Na, fein, ich guck mal nach. Ja, mach mal. Aber musst aufpassen. Bist du noch unterm Bett, du blödes Monster? Nicht die Bohne von einem Monster. Pass auf! Charlene! Robby! Es geht wieder weiter mit dem Riesengemüse-Theater. Ich verspreche dir, diesmal habe ich es aber wirklich geschafft. Pass auf, mein Freund. Hier ist mein Riesensteinpilz. Was ist? Komm her, ich brauch dich, Robby. Charlene ist bei dir, kannst sie Das nerven. blöde Monster hat sie mitgenommen. Ach, wirklich? Dann hat das arme blöde Monster bestimmt bald die Nase voll von ihr. Pass auf, die ist schneller wieder da, als du denkst. Komm her! Charlene, was ist? Kannst du dich nicht endlich mal darum kümmern? Das wird nicht klappen, weil sie ja weg ist. Fabelhaft. Die hat keinen blassen Schimmer, wie man Kinder behandelt. Verschwinde! Ich bin hier, um den bösen Räuber des Schlafs zu verscheuchen. Und zwar ein für alle Mal. Ich habe hier nämlich meinen super Monsterschlucker. Mach mir nichts vor, ist bloß der Staubsauger. Ja, aber der hat eine Spezialmonster-Super-Abwehrdüse, die nie versagt. Ist das wahr? Also, wo ist denn nun Das Charlene? habe ich doch schon mal gesagt. Das Monster hat sie unter mein Bett geschleift. Ah,
Red nicht so ein Blech. Ich werde dir beweisen, dass es unter deinem Bett kein Monster gibt. Vielleicht hörst du dann auf, mich zu nerven. Siehst du, ist bloß ein gewaltiges Loch, das ganz tief runter in irgendwelche Keller führt. Das Monster hat Charlene runtergeschleppt. Wir müssen ihr helfen. Ja, das meinst du, aber bloß weil du gesehen hast, wie Charlene unter das Bett gekrochen ist, muss das noch lange nicht bedeuten, dass sie wirklich tief da unten ist. Robbie, hilf mir! Hol mich hier raus, Robbie! Kannst du mich hören? Oh. Hör mal, Baby, ich kann ja voll verstehen, dass du dich in dieser finsteren Höhle ein bisschen komisch fühlst. Und wenn du willst, können wir gern wieder nach oben gehen und nochmal darüber quatschen. Hast wohl Angst, weiterzumachen? Kein Blödsinn, hab bloß an dich gedacht. Robbie fürchtet sich. Ihm klappern die Beißer. Klapp, 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 klapper. Sag mal, kannst du nicht endlich mit diesem Schwachsinn aufhören? Das nervt ja total. Charlene! Oh, Robbie, sei bloß vorsichtig, sonst sieht es dich. Wer? Na, das Monster. Es hat wahnsinnig lange Krallen und ziemlich viele scharfe Zähne und ein voll hässliches Gesicht. Sie überhaupt kein Monster. Ich glaube, du spinnst dir die Monstergeschichte zusammen. Ist ja gut. Tut mir furchtbar leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Und nun hört auf zu labern und holt mich hier raus, bevor das Monster wieder zurückkommt. Ja. Und wo ist es hingegangen? Da lang. Robbie, wir müssen uns beeilen. Das Monster kann jeden Moment wieder auftauchen. Ich habe keine Ahnung, was es gerade treibt, aber ich weiß, dass es nur was Monstermäßiges sein kann. Da ist es. Hey, was habt ihr hier verloren, ihr frechen, unverschämten Kinder? Ich will hier weg. Hey, sag mal, das soll dein übles, gefährliches Monster sein? Ja. Das ist also das böse, böse Ding unter unserem Haus? Oh, ich krieg die große Flatte. Nein, sei still. Hör auf zu lachen, sonst wird es richtig sauer. Oh ja, hast vollkommen recht. Wir dürfen das böse Monster nicht auf die Palme bringen, weil sonst noch die Höhle unter seinem unterirdischen Wutgebrüll zusammenbricht. Nein, hör auf. Komm her, kleines Monster. Na komm schon, ich will dir nichts tun. Komm her, na? Ich leg mich nie wieder mit einem Typen an, der auf den ersten Blick so harmlos aussieht. Tut mir leid, Earl, aber ich habe 3-mal hier angerufen und die Kinder sind nicht rangegangen. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Die schlafen wahrscheinlich fest und tief. Sag mir mal einen vernünftigen Grund, wieso wir hier sind, statt im Hotel im Bett zu liegen. Hier liegen 2 Tiefkühlpizzas und die sind nicht mal angerührt. Das ist ein vernünftiger Grund. Ich sehe in Babys Zimmer nach. Gut. Oh, und ich werde im Kühlschrank nachsehen, ob da noch mehr verdächtiges Essen rumliegt. Der Kuchen sieht ja besonders verdächtig aus. Den werde ich jetzt mal genau unter die Lupe nehmen. Robbie? Charlene? Oh, Earl! Komm her, sie sind alle weg! Ruf die Polizei! Ist doch nicht wahr. Tja, ich kenne bloß einen, der mutig genug ist, andere aus einer verzwickten Lage zu retten. Und der heißt Robert Sinclair. Ist nicht besonders witzig. Ist mir ein Rätsel, wie du das schaffst. Bist du sowas Ähnliches wie der rasende Retter in der Not. Oh, die beiden kappeln Eins steht sich. fest, ich komme hier wieder raus. Weißt du auch wieso? Wieso? Weil du zuerst dran bist und du wirst deinem komischen Freund die Suppe so versalzen, dass er sich daran verschluckt. Ach, wirklich? Ja. Suppe versalzen finde ich komisch. Er kriegt bestimmt Bauchgrimmen davon. Ach ja, klar. ich tu gern Logo. Dinge, dass wieder raus. Eine meiner leichtesten... Hört auf! Mach ich doch. Haltet die Klappe! Mir haben schon die Ohren gescheppert, als ich diesen ewigen Krawall von oben ertragen musste. Und jetzt habe ich euch 3 Nervensägen auch noch in meiner Höhle. Was davon sind, warum wohnen sie dann ausgerechnet unter unserem Haus? Ach, ich wohne unter eurem Haus, ja? Das ist ja wohl das Letzte. Ich wohne überhaupt nicht unter eurem Haus. Ihr wohnt über meinem Haus. Aber als wir unser Haus gebaut haben, gab's da nichts weiter als einen Haufen Dreck. Und dieser Haufen Dreck war meine Wohnung. Ich habe damals in meinem Wintergarten gesessen und Kreuzworträtsel gelöst. Plötzlich hat mir jemand eine Ladung Beton auf mein Dach gekippt. Aber das war mindestens vor 10 Jahren. Was haben Sie denn in der ganzen Zeit getrieben? Na, was wohl? Ich habe einen Tunnel durch 3 Meter dicken Beton Und das gebohrt. hat 10 Jahre gedauert? Ich habe ja schon 8 Jahre gebraucht, um die Bohrgenehmigung zu kriegen. Ich verstehe, dass Sie sauer sind, aber Sie brauchen uns doch nicht einzusperren. Wenn sich jemand über ihn einnistet, haben Sie das Recht, was dagegen zu tun. Wir können darüber verhandeln. Wieso sollen sich Dinos und Monster nicht einig werden? Ach, ihr wollt also mit mir verhandeln? Ja, genau. Gut, wie ihr meint, ich werde verhandeln. Aber ich verhandle erst nach dem Essen mit vollem Magen. Ah! Ich will hier weg. Na, wenigstens haben wir schon mal ein Gespräch angefangen. Ha. Charlene Sinclair, 15 Jahre alt. Und der Junge? Alles klar? Stimmt. Alles klar. Ist die Leitung geschaltet? Was? Wieso? Es war gut, dass Sie die Polizei gerufen haben, Frau Sinclair. Wenn jeder versuchen würde, seine Schwierigkeiten zu lösen, ohne uns einzuschalten, könnten wir ja gleich auf Rente gehen. Chef, wir sind gerade mit den ersten Nachforschungen im Kinderzimmer fertig geworden. Große Klasse, schießen Sie los. Ich stehe doch neben Ihnen, Was? Chef. Klasse. Das Loch unterm Kinderbett ist der Beweis, wir haben es eindeutig mit einem Monster zu tun. Sind Sie sich da ganz sicher? Na klar. Spinnenweben in der Höhle, komische Tröpfelgeräusche, Fackeln an den Wänden. Typischer 371er-Fall. 371er? Kennzahl für ein Monster unter dem Bett. Mit sowas haben wir dauernd zu tun. Ist doch nicht wahr. Was für eine Art Monster ist denn das? Na? Unsere Nachforschungen
Nachforschungen haben ergeben, das Monster muss männlich sein. Es hat Griffelkrallen, wiegt ungefähr 400 Pfund und am Kopf hat's überall schielende kleine Glubschaugen. Das mit den Augen ist bloß eine Vermutung. Sie haben wirklich keinen Grund zur Sorge, Frau Sinclair. Denn wir haben diesen Fall total unter Kontrolle. Dieser Fall ist geklärt, erledigt, gelöst und abgehakt. Wir sind immerhin Profis. Aufgepasst, Männer! Wir werden berühmt! Wir kommen ins Fernsehen! Fabelhaft, fabelhaft! Los, Klecker, rufen Sie meine Mutter an, sie soll die Sendung aufnehmen. Verstanden, Ende. Wir unterbrechen unser Programm für eine Sondersendung. Es berichtet DNN-Chefnachrichtensprecher Mario Marionette. Guten Tag. Im Augenblick beschäftigt alle die brennende Frage, wann wird es zu Verhandlungen zwischen der Polizei und dem Monster unter dem Bett kommen. Man sucht immer noch nach dem besten Weg, sich mit dem Monster zu verständigen. Polizeichef Fusel, konnten Sie inzwischen schon Kontakt mit dem Monster aufnehmen? Leider immer noch nicht. Und ich fürchte, nach den vielen Versuchen sind uns so langsam die Ideen ausgegangen. Vielleicht wäre es die einfachste Lösung, ans Telefon zu gehen und das Monster unter dem Bett anzurufen. Aber in der Polizeiarbeit gibt es nun mal keine einfachen Lösungen. Habe ich recht, Chef? So ein Mist. Hallo, Monster unter dem Bett? Kann ich Sie zurückrufen? Ich bin gerade beim Kochen. Na gut, meinetwegen. Aber kurz und knapp haben monstermäßigen Kohldampf. Hier, Kleiner, ist für dich. Ja, hallo? Bobby, kannst du mich hören? Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's ganz gut. Blöderweise haben wir unser Haus genau auf die Wohnhöhle vom Monster geklotzt. Das geht ihm gewaltig auf die Schuppen, aber der Typ ist gar nicht so übel. Man kann mit ihm reden. Wir sitzen alle im Käfig. Baby, bist du es wirklich? Gerade hörten wir die Stimme von Baby Sinclair. Er hat einen monstergroßen Topf Mohrrüben auf dem Herd. Mag keine Mohrrüben. Earl, tu doch endlich was. Was, wer ich? Junge, hier ist dein Vater. Ich die Mama. Hier ist dein Vater. Da guck mal, wenn ich am Telefon spreche, kommt es im Fernsehen. Klasse. Hallo, ich bin Earl Sinclair. Ich spreche gerade in einem Telefonhörer. Schluss mit dem Gelaber, monstermäßigen Kollaps. Bitte, Herr Sinclair, ich weiß, was ich zu tun habe. Wir müssen ihn beruhigen und sein Vertrauen gewinnen. Vertrauen gewinnen? Hallöchen, Monster, wie geht's? Haben Sie früher auch immer mit Ihrem Vater Kakao geschlürft? Stimmt, klar. Hab ich gemacht. Mann, da kommen wieder die alten Erinnerungen hoch. Nicht zu fassen, ich glaube, Sie verstehen mich wirklich. Tja, das liegt wohl daran, dass ich wirklich mit Ihnen fühle. Ja. Lassen Sie sofort die Kinder frei, sonst legen wir durch Ihre Höhle eine U-Bahn-Linie. Wenn ich gehen muss, dann gehen die Kinder mit. So viel Mumm haben Sie nicht. Na kommen Sie, versuchen Sie es doch, wenn Sie sich trauen. Machen Sie es. Der ist fertig und fix und alle. Wir klettern runter. Danke. Donner. Damit wäre der Siedepunkt erreicht. Die Spannungen zwischen der Polizei und dem Monster unter dem Bett haben so zugenommen, dass es unausweichlich zum Zusammenstoß kommen wird. Ja? Eben habe ich die Nachricht bekommen, dass die Spezialtruppe der Polizei in die Höhle des Monsters eindringen wird. Seid ihr bereit, Kollegen? Ja. Ich zähle bis 3. 1. Nein, bloß nicht. 2. Wir melden uns wieder. Inzwischen die beliebte Werbesendung für frisch, fröhlich, flockige Zuckerwatte. Moment. Flockig und frisch, weich und luftig. Hohe Farben und voll duftig. Frisch, flockig, frisch, flockig. Zuckerwatte, süß und bunt. Samtig, weich, voll flockig. Frisch, samtig, weich, voll flockig. Haben Sie schon die neue gelbe Zuckerwatte probiert? Zuckerwatte. flockig. Will ich auch haben. Samtig, weich, Voll flockig. Samtig. Yum, yum, davon will ich noch mehr, Mama. Nun sind wir wieder live dabei. 3. Ab. Tu was, lass sie nicht gehen. Halt nicht so schnell. Wartet eine Sekunde. Hab ne Spitzenidee. Aus dem allgemeinen Wirrwarr hört man das zarte Stimmchen eines Babys. Welchen Vorschlag kann man von einem liebenswerten, aber unerfahrenen Baby schon erwarten? Und wird dieser Vorschlag dazu beitragen, die überangespannte Lage zu entschärfen? Wollt ihr meine Spitzenidee hören oder was? Lass mal hören. Müsst einfach das Haus wegschieben. Das Haus wegschieben? Dieser Vorschlag ist absolut albern. Aber fragen wir erstmal unseren Oberexperten vom Dienst, Holger von Dinofucht. Sagen Sie, Holger, ist sowas überhaupt möglich? Kann man wirklich so einfach ein Haus wegschieben? Klar. Auch wenn es möglich ist, muss das überhaupt nichts bedeuten. Wird sich dieses merkwürdige Monster, das unter dem Haus der Familie Sinclair lebt, mit einer so simplen Lösung zufrieden geben? Ja, einverstanden. Ja. Dann ist um 6 Feierabend. Wird ja auch Zeit. Ach, Earl, ist das nicht wunderbar? Weißt du, weiß nicht, was ich davon halten soll, bevor die es mir nicht im Fernsehen sagen. Und so findet dieser dramatische Fall ein überraschend undramatisches Ende, obwohl alle mit Spannung auf den großen Superknall gewartet haben. Etwas mehr Aufregung hätte die Nerven gekitzelt. Und jetzt bringen wir den Spielfilm der Woche. Er beruht auf dem eben gezeigten wahren Vorfall, hat aber ein viel spannenderes, lebensechtes Ende. Viel Spaß dabei.
Nochmal! Festhalten! Das war noch lange nicht alles! Oh. Mann! Nochmal! Ich glaube, wir sind angekommen. Das war ein ganz schönes Abenteuer, was, mein Schatz? Hat Spaß gemacht, Mama. Alles klar, Jungs. Vielen lieben Dank. Klasse. Das Haus ist noch ganz und alles ist glatt gegangen. Die Sache wäre voll erledigt. Genau. Soll ich euch mal was sagen? Ich habe aus dieser Geschichte mit dem Monster eine ganze Menge gelernt. Und was hast du gelernt? Na los, kommt mal alle her. Na gut. Ich habe daraus gelernt, wenn ein Baby dir was sagen will, ist es Wurstschnurz egal, wenn es so klingt, als ob es sich die Geschichte aus den Fingern gelutscht hätte. Du solltest ihm glauben. Denn ein Baby, das sagt immer die Wahrheit. Hm? Ja, das ist Schwachsinn. Am besten, du vergisst sofort, was du daraus gelernt hast. Was du nicht sagst, das wollen wir doch erst mal sehen. Willst du uns was erzählen, Wonneknubbel? Guckt mal, ein gewaltig mächtiger Monsterkürbis. Ist doch nicht wahr. Hab mich wohl geirrt. Wieder mal. Nein, hab nicht geschwindelt. Draußen ist wirklich ein Monsterkürbis. Filmknüllern Der einsame Schnüffler und Der einsame Schnüffler 2 kommt ein neuer Spitzenreißer, der Spannung bis zur Explosion verspricht. Das wird Dino stark. Er war ein stinknormaler Dino-Schnüffler, aber dann haben alle den Flugsaurier gemacht. Pelz-Karl, Krallen-Elsie, Eierkuchen-Eddie und die Fleischwaffelbande. Und dann ist ihm auch noch sein zahmer Goldfisch einfach weggeschwommen. Aber jetzt seid ihr wirklich zu weit gegangen. Ein Dino-Schnüffler flippt aus. Er ist so obersauer, dass er die Spannung nicht mehr erträgt. Er ist der explosive Schnüffler, demnächst in Ihrem Kino. Einlass für Kinder unter 17 nur gegen 10-fachen Eintrittspreis. Das muss ich sehen. Ich bin auch dabei. Ich aber auch. Ja, du auch. Du, ich habe gelesen, dass es für kleine Kinder überhaupt nicht gut ist, wenn sie sich solche Filme reinziehen. So ein Quark. Diesmal bist du aber zu weit gegangen, Bobby Blüßbär. Wo zum Donner hat er das bloß her? Papa, du musst noch die Anmeldung für meinen Selbstbewusstseinskurs unterschreiben. Was soll der kosten? Hör mal, hier geht's doch nicht um Kohle. Es geht darum, dass ich in den Ferien lerne, was Selbstbewusstsein ist und wie man Persönlichkeit Kostet kriegt. mehr als 100 Dino-Mark, hm? Genau 350. Ist doch nicht wahr. Aber dann krieg ich endlich Selbstvertrauen und erfahre, wer ich bin. Ich kann dir auch sagen, wer du bist. Ein Mädchen, das keine 350 Mäuse kriegt. Warum denn nicht? Naja, 350 Dino-Mark sind eine stramme Menge Moos. Das weiß ich auch, aber Frauen haben nun mal nicht genügend Durchblick für Zahlen. Das weiß doch wohl jedes Kind. Ja, Pass auf, aber ich verklicker's dir mal so, dass du's kapierst. Stell dir vor, es wäre ein Lippenstift, dann wär's ein Lippenstift für 350 Dino-Mark. Na gut, dann nicht. Ich suche mir einen Nebenjob und bezahle den Kurs eben alleine. Du willst dir einen Job suchen? Ich traue dir wirklich eine ganze Menge zu. Aber so ein verwöhntes junges Ding wie du. So ein verwöhntes junges Ding wie du. Auweia, diesmal bist du aber wirklich zu weit gegangen, Mann. Charlene explodiert gleich. Bin da. Wer noch? Und weil mein Vater den Kurs nicht bezahlt, will ich mir das Geld dafür selbst verdienen. Name Charlene Sinclair. Charlene?
Ja. Ist doch wohl ein Mädchenname, soviel ich weiß. Bin ja ein Mädchen. Ach, da wird ja das Mammut in der Pfanne verrückt. Hä? Warum sucht ein Mädchen ausgerechnet einen Job als Küchenjunge? Weil ich den Job genauso gut hinkriege wie ein Junge. Stellen Sie mich ein, dann werden Sie sehen. Das brauchen wir gar nicht erst zu versuchen. Das wird nie klappen. Willst du mir vielleicht weismachen, dass ein Mädchen tonnenweise Geschirr abwaschen kann? Das glaubst du doch selbst nicht. Das kann doch wohl jeder. Augenblick. Hat dich Albert, unser Oberkellner, hergeschickt. Der treibt nämlich dauernd solche blöden Scherze mit mir. Nein, Albert hat mich Klar nicht hat geschickt. er das gemacht. Diesen Job schaffe ich schon, keine Angst. Ein Mädchen, das sich als Küchenjunge bewerben will. Ich lass mich doch nicht auf den Arm nehmen. Da müsste ich ja Möhren im Hirn haben. Sag, Albert, der ist ein Komiker. Nur seine Witze sind lahm. Ich brauche einen Laufburschen. Laufburschen! In Botenjungen, mein Kind, in Botenjungen steht das schwarz auf weiß, also los, zisch ab! Zeitungsjunge, Stallbursche, Schiffsjunge. Kuhjunge, Balljunge, Chorknabe, Junge für alles. Er war ein Dino-Schnüffler, der langsam darüber hinwegkam, dass er versagt hatte. Und dann entwischten ihm Höhlenbertha, Feuerstein-Freddy, Wollfaden-Willi und die Tropfsteinhöhlenbande. Das ließ ihn noch eiskalt. Aber dann gingen in seinem Supermarkt die Fleischpralinen aus. Nicht mal eine halbe Fleischpraline. Diesmal sind wir aber wirklich zu weit gegangen! Der explosive Schnüffler 2. Handfeger und Müllschippe für die Scherben in Gang 4. Baby will auch explodieren. Schätzchen, ich glaube nicht, dass du explodierst. Wollen wir wetten? Ach, ups, wir brauchen frische Windeln für Gang 4. Hallo alle zusammen. Hallo, mein Liebling. Na, wie geht die Jobsuche voran? Voller Reinfall. Für ihre Jobs wollen die immer bloß Jungs. Nun lass mal den Kopf nicht hängen. Du musst dir eben noch ein bisschen mehr Mühe geben. Ich glaube, dann findest du bestimmt bald was. Aber ja, Charlene, gibt massenhaft Jobs für Frauen. Das bildet sich deine Mutter ein. Was willst du damit sagen, Monika? Dass sie absolut keine Chance hat. Noch nie vom Club der Bemoosten gehört, was? Nein, was ist denn das? Das ist so ein Haufen alter Knacker, die alle auf derselben Uni waren. Die haben sich schon damals zusammengeschmissen. Und nun sitzen sie rum, qualmen eine Zigarre nach der anderen und wollen die Frauen daran hindern, nach oben zu kommen. Ach was, das ist doch bloß ein Gerücht. Hier ist CDB, der Club der Bemoosten. Das clubeigene Programm zum Thema, wie verbaut man Frauen den Weg nach oben. Hallo, da sind wir wieder. Ich bin Dinobert Dumpf der Dritte. Meine Gäste sind wieder Industrie- und Wirtschaftskapitäne. Und zusammen besitzen wir, so ziemlich alle Fabriken. So muss es auch sein, Jungs. Ja. Unser Thema heute Abend heißt Dino-Frauen. Was ist los mit denen? Was bitte meinen Sie, McDino? Hab nicht den blassesten Schimmer, lieber DD. Da kauft man ihnen vollautomatische Küchen, überlässt ihnen die Verantwortung für die lieben Kleinen und trotzdem meckern sie immer bloß rum. Ja, genau. Ich habe gehört, dass manche Frauen unbedingt Arbeit wollen. Du liebes bisschen, das hat uns bloß noch gefehlt. Dann gibt's bunt bemalte Fabriken mit Blumen in den Fenstern. Sowas werden wir niemals zulassen. Was meinen Sie? Ganz Ihrer Meinung. Ja. Auf unsere Mitglieder. Auf unsere Mitglieder. Prost! Diese Laberrunde ist wenigstens nicht einseitig. Oh, Charlene, du bist es. Das kann ich einfach nicht glauben. Es stimmt, was Monika sagt. Den Club der Bemoosten, den gibt es ja wirklich. Nein, den gibt's nicht. Nein, hab's doch gerade gesehen. Den gibt's, hast du recht. Aber Papa, das ist voll daneben. Ach, Liebling, Süße, Fleischkringelchen, aua. Hör mal zu. Die Welt wird von Dino-Männern beherrscht. Ich find's ja selber auch nicht so ganz richtig, aber Kind, was soll man dagegen tun? Sag mir einen Grund, warum Frauen nicht genau dieselben Jobs kriegen sollen wie ihr Männer. Oh, da gibt's einige. Kannst du vielleicht Bäume umschubsen oder reihenweise Fertighäuser hinklotzen? Kannst du dich etwa für Fußball begeistern und ein ganzes Wochenende vor der Mattscheibe hocken, nur weil's echt schön sportlich ist? Was hat denn Fußball mit Arbeit zu tun? Du kannst doch die Welt nicht total auf den Kopf stellen. Ach, meinst du? Ich schreibe dem Oberältesten und frag ihn, was er dazu meint. Dann werden wir sehen, was passiert. Kannst ihm ruhig schreiben. Der wird sich wahnsinnig freuen, deinen Brief zu lesen. Er hat ja auch sonst weiter nichts zu tun. Liebe Bürger von Pangea, in letzter Zeit muss sich meine Regierung mit dem berechtigten Vorwurf herumschlagen, dass wir uns nur zaghaft um die vielen Probleme des Landes kümmern. Ich nehme dafür die volle Verantwortung auf mich und verspreche außerdem, mich zu bessern. Ab sofort werden wir uns jeden Abend ausführlich mit einem Thema beschäftigen, das den Dinos von Pangea besonders am Herzen liegt. Unser erstes Thema heute Abend ist die Forderung nach gleichen beruflichen Möglichkeiten für Frauen. Und Fräulein Charlene Sinclair gilt der Dank der gesamten weiblichen Bevölkerung unseres Landes. Aufgepasst, ihr dümmlichen, oberfaulen Dumpfdinos. Ich habe euch herbestellt, damit wir uns alle zusammen bei Sinclair bedanken können. Habt ihr kapiert? Vielen Dank, mein Freund. Wir Faulheit und alle anderen. Wollt ihr denn nicht mal wissen, warum?
Wollen Sie denn, dass wir wissen wollen, warum? Ja. Irgendwann poliere ich Ihnen die Schuppen, bis Ihnen die Mehlwürmer aus dem Hirn fallen. Spitze, Mehlwürmer haben da nämlich überhaupt nichts zu suchen. Halten Sie bloß den Rand! Ich halte den Weil Rand. sich Sinclair von seiner Tochter auf der Nase rumtanzen lässt, hat sich der Oberälteste ein obergemeines Gesetz einfallen lassen. Die Firmen, die Aufträge von der Regierung bekommen, müssen ab sofort auch Frauen beschäftigen. Nun dürfen Sie mal raten, wer gerade einen fetten Regierungsauftrag bekommen hat. Was? Wie hast du das gekriegt? Hört auf zu labern! Das Problem ist, dass wir ein paar Frauen in der Firma brauchen. Und zwar sofort. Deshalb lässt es sich nicht vermeiden, dass sich fürs Personal ein paar Änderungen ergeben. Und das bedeutet ein paar Änderungen für euch. Donner. In dem Zeug komme ich mir irgendwie aufgedonnert vor. Hier wird nicht rumgemeckert, verstanden? So, meine Damen, reißen Sie sich mal zusammen. Der Spitzel vom Ältestenrat wird hier aufkreuzen und wird die Firma komplett auf den Kopf stellen. Ich hätte mir wohl eine bequemere Bluse anziehen sollen. Was mache ich, wenn ich plötzlich keine Luft mehr kriege? im Auto. Sag mal, passt die Handtasche zu dem Hut? Der Spitzel ist im Anmarsch. Benehmt euch wie echte Damen. Schönen guten Morgen, Herr Ritschfield. Guten Morgen, meine Damen. Guten Morgen. Ja, wie Sie sehen, wimmelt es bei uns in der Firma bloß so von Frauen. Es ist wohl das Beste, Sie streichen uns einfach von Ihrer Liste, schnappen sich noch einen fetten Fleischkringel, bevor Sie uns wieder verlassen und lassen unsere emsigen Damen weiter Bäume schubsen. Oh, nicht so hastig, mein lieber Herr Ritschfield. Sie glauben nicht, wie viele Firmen versuchen, dem Ältestenrat was vorzugaukeln. Wenn Sie nichts dagegen haben, stelle ich den 3 reizenden Damen ein paar ganz simple Fragen, damit ich klar sehe. Es dauert wirklich nicht lange. Gut, dann fangen wir vielleicht mit Ihnen an. Wie ist denn der Name? Erlin. Seien Sie so Genau. nett und kommen Sie mit ins Befragungszimmer, bitte. Also, Fräulein Erlin, Sie fahren nachts durch eine einsame Gegend und verirren sich. Fragen Sie irgendwo nach dem richtigen Weg oder fahren Sie einfach weiter? Also, ich mach das einzig Wahre. In so einem Fall fahr zur nächstbesten Tankstelle und frag, was lang geht. Aber wenn mich meine Frau nicht voll gelabert hätte... Laber, dann wäre mir das gar nicht erst passiert. Du hast die Ausfahrt verpasst. Mach schon, wir müssen wieder wenden. Ich meine, mein Mann wollte ich sagen. Sie haben ein privates Problem, das Sie sehr beschäftigt. Ihre Freundin kriegt das mit und bietet Ihnen an, ihr das Herz auszuschütten. Was tun Sie da? Tja, also ich habe die Sache so lange mit mir rumgeschleppt, dass ich es nun fast nicht mehr aushalte. Nun habe ich nur noch den Wunsch der Freundin, alles zu erzählen. Stimmt. Ist doch klar, dann gehe ich einen heben. Klar. Nun kommen wir zu Ihnen, Fräulein. Sie sitzen in der Oper und merken plötzlich, Ihr rechter Strumpf hat eine Laufmasche. Was tun Sie dagegen? Ich verkleb sie mit einem Tropfen Nagellack. Ja, das ist richtig. Ja, das habe ich neulich in so einem Modemagazin gelesen. War voll mit klasse Dino-Mädchen. Eins hübscher als das andere. Wir können uns dieses lächerliche Schmierentheater wohl schenken. Gut, prächtig. Dann können wir ja wieder mit der Arbeit weitermachen, wenn Sie erlauben, hä? Ritschfield, das ist eine Unverfrorenheit. Das Gesetz verlangt, dass Sie wenigstens eine Frau einstellen müssen. Keine dieser Figuren sieht einer Frau auch nur ähnlich. Naja, vielleicht der da in dem Tupfenkleid. Ich fürchte, ich werde der Regierung empfehlen müssen, ihren Auftrag wieder zurückzuziehen, Herr Ritschfield. Entschuldigung, Papa, hier ist der BH, den du haben wolltest. Na bitte, da haben wir ja das Mädchen, das für uns arbeitet. Verstehe. Und welche Stellung hat sie denn hier in diesem Betrieb? Was für eine Stellung? Was für eine Stellung? Sie hat eine mächtig oberwichtige Stellung in unserem Betrieb. Sie ist nämlich Oberaufseherin. Ist doch nicht wahr, sie ist unser Boss. Donner. Seit 20 Jahren mache ich hier diesen Job. Und meine Tochter braucht bloß 20 Sekunden, um ein Boss zu werden. Das halte ich im Kopf nicht aus. Das Leben ist obergemein. Du schuftest dich jahrelang ab wie ein Bekloppter. Und was kommt dabei raus? Am Ende stehst du doch bloß da wie ein kompletter Volltorfkopf. Das kannst du aber laut sagen. Ja. Ist ganz schön komisch, was? Charlene ist nun dein Boss. Plötzlich musst du nach ihrer Pfeife tanzen. Eben. Aber du bist immer noch ihr Vater. Also muss sie als Tochter ja wohl nach deiner Pfeife tanzen. Und das bedeutet, du bist dabei irgendwie selbst dein Boss. Dann ist das Mädchen irgendwie ihre eigene Tochter. Sag bloß, ich bin auch noch meine eigene Tochter. Aber wenn du deine eigene Tochter Mach mich bist... nicht noch wirrer, mir ist da eine Idee gekommen. Charlene ist immer noch ein kleines Mädchen. Sie braucht den schon. Rat ihres erfahrenen Vaters. Ja, stimmt. Und wenn ich ihr als Vater ein paar gute Ratschläge gebe, kann das für uns auch was bringen, oder? Entschuldigung, bitte alle mal herkommen. Ja? Alle Baumschubser zu mir kommen. Hier? Könnt ihr mir mal einen Moment zuhören? Ich habe euch nur kurz was zu sagen. Als eure neue Oberaufseherin werde ich zwar sehr streng sein, aber auch gerecht. Ich glaube nämlich, dass wir so... Liebling, das war eine hübsche kleine Ansprache, aber, es ist schon kurz vor 1. Und was ist denn um 1? Ja. Liebling, du bist doch Oberaufseherin, da solltest du sowas wissen. Naja,
Ich bin doch noch neu hier. Tja, normalerweise haben wir um 1 immer Mittagspause, aber heute nicht. Heute ist, Dienstag. Ja, du darfst verduften Dienstag. Ja? Ja, das ist ein ganz besonderer Wochentag. Wir verduften gleich nach der Pause. Sag mal, ist es denn schon 1? Donner, ich muss schnell losschwärmen, Ja. sonst regt sich meine Frau wieder auf. Wirklich? Na feine, ist gebongt. Wenn das so ist, sehen wir uns alle morgen früh in alter Frische. Stimmt, richtig. Normalerweise schon, aber morgen ist doch, der ruhige Kugelmittwoch. Ja, genau. so heißt der. Ich glaube, ich muss noch ganz viel lernen. Stimmt. Aber das kriegst du schon auf die Reihe. Wir werden dir dabei helfen. Verlass dich drauf. Genau. Hallo. Charlene, hallo. Hallöchen. Ich habe gehört, du hast einen Nebenjob bei der Treue. Nein, das ist kein Nebenjob. Ich bin der Oberaufseherin. Ha? Aber wieso wirbelst du dann zu Hause herum? Naja, wir haben in der Firma kein Bügelbrett. Zum Glück haben die Jungs nichts dagegen, dass ich ihr Zeug hier zu Hause wasche. Du musst die Klamotten von den Typen waschen? Logo, heute ist doch Wasch- und Flickfreitag. Du kannst dir nicht vorstellen, was du in der Firma alles über Wirtschaft lernen kannst. Dauert eine Weile, bis man durchsteigt. Ist ein irres Durcheinander, hm? Oh, die Fleischkringel sind durch. Fleischkringel? Klar, ich muss noch jede Menge für den Fleischkringel für alle Montag backen. Hör mal, Charlene, ich habe das blöde Gefühl, die nutzen dich ganz gewaltig aus. Wer soll mich ausnutzen? Fleischkringel. Ach, ich liebe Fleischkringel. Yum, 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 yum. Ach, hör mal, mein kleiner Liebling. Ja? Ich will nicht, dass wir uns wegen der Fleischkringel in die Schuppen kriegen. Kannst du vielleicht unsere Namen draufschreiben mit Senf oder so? Was? Ja. Oh, Papa, du und die anderen, ihr macht doch einen Spaß daraus, mich auszunutzen. So ein Schwachsinn. Tja, dir hat wohl irgendjemand mit seinem oberdümmlichen Anti-Männer-Gewäsch das Hirn zugekleistert, hä? Mir machst du nichts vor, du solltest dich gewaltig schämen. Ja. Nun mach doch nicht so einen Wind. Sie ist gar keine echte Oberaufseherin. Was? Sie ist bloß unsere Aushängeschildfrau. Keine Bange, du bist und bleibst Papas liebstes Aushängeschildmädchen. Ich habe einen Job als Oberaufseherin gekriegt und genau das werde ich bei euch auch machen. Ich bin mindestens genauso gut wie jeder Mann in dem Saftladen. Alle mal herhören, aber sofort. Ich habe eine wichtige Mitteilung für euch. Bis jetzt wart ihr Schlafdinos alle ein bisschen lahm, aber damit ist jetzt Schluss. Ich meine es voll ernst. Ihr seid doch nicht bloß zum Spaß hier. Ich krieg einen Krampf! Na gut, bitte. Ich sehe ja, dass ihr da schwer beschäftigt seid. Wahrscheinlich habt ihr nicht mal eine Minute Zeit für Fleischkringel. Ja. Halt, wartet, Jungs, das ist bloß ein Trick. Benutzen ist überhaupt kein Trick. Die wird zur Belohnung geben. Ihr kriegt jetzt immer einen Fleischkringel von mir für jeden Baum, den ihr umgeschubst habt. Das sind doch nicht etwa die mickrigen Dinger aus dem Supermarkt. Die sind gerade mal was Stopp. für Ulzahn. Riesenfleischkringel. Die sind von gestern. Nein, knallfrisch aus dem Ofen. Klasse. Heute schubse ich bestimmt 1 Million Bäume oder mehr. Hey, Jungs, kommt zurück. Wo fange ich bloß Lasst ihr an? euch etwa von dem Mädchen rumscheuchen? Wollen wir das mal Verräter! sehen? Papa, ich habe hier einen voll knusprigen Fleischkringel mit deinem Namen drauf. Nein, und wenn es der letzte Fleischkringel der Welt wäre. Oh. Ist doch nicht der letzte, oder? Nein, ich leg ihn da für dich hin, falls du deine Meinung noch änderst. Gut, und hier ist der Fleischkringel. Lala. Ist doch nicht wahr. Sehr schick. Klasse, wir sind ein gewaltig gutes Team. Gut, das war eine dino-starke Leistung. Ihr habt den Treufußrekord gebrochen. Ja, Fräulein Oberaufseherin, und das verdanke ich nur dir. Charlene hat ein dickes Lob verdient. Sie ist der Ganz oberbeste dickes Lob. Oberaufseher, den wir jemals hatten. Los, hip hip. Dino! Hip hip. Dino! Hip hip. Dino! Ja, sehr schön. Echt nett von euch. Na Die klar. Zusatzprämie. Fleischkringel, danke. Los, Jungs, lasst uns reinhauen. Nicht so hastig, wir wollen auch was haben. So, fertig für heute. Kannst dich auch umziehen und nach Hause wandern. Tut mir leid, ich lasse mich nicht von den Mädchen rumscheuchen wie die anderen. Ah. Na also, ich werde dann mal langsam nach Hause gehen. Ja, halt, stopp.
Den kriegt nur ein Dino, der arbeitet. Gut, den können Sie sich in die Schuppen schmieren, Fräulein Oberaufseherin. Na gut. Sinclair! Ich meine, Fräulein Sinclair! Kannst du mal kurz zu mir ins Büro kommen? Mach ich, Chef. 345, 545. Herr Ridgefield? Seit du bei uns bist, ist die Arbeitsleistung um 300% gestiegen. Echt? Wenn das so weitergeht, werden wir unseren vollen 4-Jahres-Vertrag in 6 Monaten erfüllen. Schon gut, Sie müssen sich nicht bedanken. Bedanken? Ich werde dir die Schuppen polieren. Was? Hast wohl vergessen, dass wir einen Regierungsauftrag haben? Ich wollte doch nur die Leistung steigern. Nimm diese Wörter nicht mehr in den Mund. Leistung steigern? Ach, der Begriff Leistung steigern ist ein Fremdwort für mich. Wenn wir einen 4-Jahres-Vertrag haben, dann brauchen wir mindestens 5 oder vielleicht 7. Das haben wir immer so gemacht. Echt? Also das verstehe ich nicht, Chef. Aber klar verstehst du das nicht, weil du eine Frau bist. Was? Wir Männer brauchen Millionen Jahre, um dieses System auszutüfteln, damit du es in einer Woche kaputt machst. Das ist doch total bescheuert. Oh, Verzeihung, hab mich wohl eben etwas verschwommen ausgedrückt. Dann pass mal auf. Bist rausgefeuert. Und nun aber weg, sonst darfst du die Bäume wieder einpflanzen, die ihr umgeschubst habt. Oh. Leistung steigern. Aus! Wenn da, wer noch? Hallo, das Essen ist gleich fertig. Wasch dir schon mal die Hände. Mann, schon wieder eine Frau, die mich rumscheucht. Hört denn dieser Wahnwitz nie auf? Anscheinend hast du mit Charlene immer noch deine Probleme. Wieso könnt ihr euch nicht hinsetzen und das in Ruhe ausräumen? Na klar doch. Der Baumschubser und Fräulein Oberaufseherin. Ich sag dir, wie wir die Sache auf die Reihe kriegen. Sie führt sich auf wie ein Dino-Mann. Also regeln wir das auch so, wie es Dino-Männer machen, wenn sie richtig Zoff haben. Hallo, bin zu Hause. Na los, komm schon her, Charlene. Lass uns das Problem endgültig aus der Welt schaffen. Schere, Stein, Papier. Ich bin froh, dass du da bist. Wenn ihr, du und dein Vater weiter zusammenarbeiten wollt, dann müsst ihr euch mal aussprechen. Ach, kannst du vergessen. Die Sache ist erledigt. Ich war eben bei Herrn Ridgefield. Ab morgen arbeiten wir nicht mehr zusammen. Was? Was willst du damit sagen? Willst du mich etwa rausfeuern? Nein, tu mir das nicht an. Ich geb's dir zu. Ich hab voll daneben gelegen. Frauen sind in dem Job genauso gut wie Männer. Nein, sogar oberbesser. Ich mache alles, was du willst, aber gib mir noch eine Chance, bitte. Du bist ja gar nicht rausgefeuert worden, sondern ich. Donner! Ist auch besser so, kannst mir glauben. Hätte bloß noch mehr Zoff gegeben. Man wird sich doch wohl noch freuen dürfen. Deine Tochter hat gerade ihren ersten Job verloren. Darüber wirst du dich doch nicht freuen. Ach, das ist nicht weiter schlimm. Doch, doch, Liebling, das ist schon schlimm. Ich weiß ganz genau, wie du dich jetzt fühlst. Ich war ja auch nicht gleich die allererste Sahne wie heute. Wirklich wahr? Weiß genau, wie es ist, einen Job zu verlieren. Ja? Oder auch 2 Jobs. Na gut, es waren 7 Jobs. Das Wichtigste ist, dass du eine gute Oberaufseherin warst. Was war ich? Eine gute Oberaufseherin. Findest du das wirklich? Klar. Ich krieg's nur schwer über die Lippen, aber eine Frau kann ihren Job genauso gut machen wie ein Mann. Besonders, wenn sie deine Tochter ist. Genau, das war der Haken daran. Logo. Gut, das haben wir hinter uns. Jetzt bist du wieder Papas knubbelige kleine Lieblingstochter. So einfach geht das Nein, bin noch nicht fertig. Und damit du kapierst, dass ich was daraus gelernt habe, gebe ich dir die 350 Dino-Mark für deinen Wald- und Wiesenkurs oder was du da im Sommer vorhast. Ich brauche deine Kohle nicht mehr. Ich kann den Kurs selber berappen. Ich habe Was? nämlich eine Abfindung gekriegt, hä? Was, eine Abfindung? Und wie viel haben die dir denn gegeben? Ich verklicker dir es mal so, dass du es kapierst. Stell dir vor, es geht um Fleischkringel. Dann sind's Fleischkringel für volle 500 Dino-Mark. Ist doch nicht wahr. Lalalala. Und wie viele Ratten am Stiel kriegt man dafür? Ich frag mich, woher Ridgefield nun die Aushängeschildfrau für die Firma herkriegt, nachdem er Charlene an die Luft gesetzt hat. Ja, weil du dann mein frischer Zwerg. Wenn irgendjemand einen oberblöden Spruch ablässt, dann poliere ich ihm die Schuppen.